Ja, herzlich willkommen zu Talk and Pray. So schön hast du eingeschaltet heute an diesem Dienstag, Mittag, wo auch immer du bist. Du kannst gerade in den Chat reingehen und mal schreiben, von wo du zuschaust, weil diese halbe Stunde plus minus, die machen wir zusammen. Das ist nicht nur eine One-Man- oder drei-Personen-Show, sondern wir machen das zusammen. Genau, die Susan ist da, Jani ist da, mega schön seid ihr dabei. Und mega schön bist du dabei heute, wo auch immer du jetzt gerade eingeschaltet hast. Ich sehe, da sind Leute aus Hanau dabei. Genau, wir haben Leute aus verschiedenen Orten. Rheinland, genau. Greverbroch, sehr schön. Hey, wir schauen heute, wir reden heute über das Thema, so erlebst du die Macht der Treue. Und wenn du diese Message vom letzten Sonntag von Michi 7 noch nicht angehört hast, dann lade ich dich ein, im Anschluss zu diesem Talk and Pray das noch anzuschauen, weil sie ist wirklich inspirierend, spannend und sehr hat eine Relevanz zu der heutigen Zeit. Und ja, ich freue mich riesig, über das zu reden. Schön seid ihr da, Susanne. So schön bist du da, Jani. Hey, aus dem Zürcher Oberland. Ja, mit dem Fahrrad gekommen heute. Mit dem Fahrrad. Oh, wow. Nicht schlecht. Schön geradelt. Ja, Nicht Elektrobike. nein, Darum bist du eben so fit. ganz genau. Hey, so gut. Alright, liebe Leute, wir tauchen ein. Also ganz wichtig, wir haben uns angeschaut, eben, lebe die Macht der Treue, und wir haben den Türschwellenbund angeschaut. In der Weltgeschichte, wenn du anschaust, war immer ein spezieller Ort, die Türschwelle. Da haben die Völker haben ihren Göttern da geopfert, weil sie Schutz gefunden haben, und sie haben gesagt, wir gehören zu diesem Gott, wir haben einen Bund mit diesem Gott. Wir wissen, wir haben einen Bund mit dem lebendigen Gott, dem stärksten Gott, der Jesus auf die Welt gesendet hat für unsere Sünde und hat einen neuen Bund möglich gemacht. Schauen auch das später noch an. Aber was ja mega stark ist, hey, wir können heute immer noch sagen, wir gehören zu diesem Gott, und dem Bund heißt Zugehörigkeit, es heißt Versorgung und es heißt Schutz, und das brauchen wir doch mehr denn je, gell? Genau. Lass uns doch direkt einsteigen mit einem Gebet, dass wir einfach das über unser Leben aussprechen. Das ist gut, Jani. Ja, danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir gehören zu dir, wir sind deine Kinder, Söhne und Töchter. Danke, Jesus, bist du für uns gestorben. Danke, sind wir dein Volk. Und danke, dürfen wir uns auch ganz bewusst heute unter deinen Schutz stellen. Wissen, du schützt uns, du bewahrst uns, du bist für uns. Und ich danke dir auch ganz besonders, dass du unser Versorger bist. Du hast uns versprochen, du wirst für uns sorgen. Wir müssen keine Angst haben, und dafür danke ich dir ganz besonders, dass du unser guter Vater bist. Und du weißt auch schon, was wir brauchen, auch wenn wir jetzt in diese Gebetszeit reingehen und Gebetsanliegen vor dich bringen. Du weißt schon, was wir wollen, und du weißt auch, was uns gut tut, und du lässt uns nicht im Stich. Und für das danken wir dir, und für das lieben wir dich auch, dass du so ein guter, treuer Vater bist. Amen. 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 Ich bin so froh, haben wir Schutz bei Gott. In der heutigen Zeit, hey, denke ich, das noch wichtiger denn je. Hey, wir waren auf Bali in Urlaub, und es ist schon eindrücklich. Dort sieht man überall diese kleinen Körbchen mit Opfer, und die sind immer bei den Schwellen. Und die machen das mit einer großen Selbstverständlichkeit oder Aufmerksamkeit, weil sie es nicht dem Zufall überlassen, was genau in ihren Wohnungen hineingeht. Und sie wollen genau diesen Schutz. Und es ist schon eindrücklich, wenn man sich eben, wie du gesagt hast, mit der Message von Michi mal auseinandersetzt, mit diesem Türschwellenbund, mit dem Bewusstsein, was lasse ich eigentlich in meine Herzenstür hinein zum Beispiel, oder was lasse ich in mein Zuhause hinein. Die Leute auf Bali, die überlassen das nicht dem Zufall, und sie wissen eben genau, dass sie die Versorgung, dass sie den Schutz und die Zugehörigkeit brauchen. Was hat denn jetzt das mit uns zu tun, Jani? Vielleicht kannst du da mit reinnehmen, weil eben wir sehen, unsere Kultur, andere Kulturen haben diese spirituelle Welt viel sichtbarer als wir. Trotzdem, wir glauben an Gott. Wo ist da der Zusammenhang mit diesem Opferaltar in den Türrahmen? Wie gehen wir damit um? Was hat das mit uns zu tun jetzt als Christen? Spannend finde ich ja einfach, das war auch in der Predigt von Michi, dass Gott das aufgegriffen hat, diese Tradition, die jeder kannte, und dann beim Passa
sollten sie dann dieses Lamm, das Passalamm, schlachten, auch dort auf dieser Türschwelle. Es war auch eine Kampfansage gegenüber diesen ägyptischen Gottheiten, sagt, ich bin jetzt euer Gott und ihr könnt euch bewusst unter meinen Schutz stellen. Und sie haben dann das Blut dahin geschmiert. Und das finde ich interessant und für uns natürlich die tiefere Bedeutung, dass wir wissen dürfen, ja, Jesus ist ja das perfekte Opferlamm. Wir müssen nicht mehr das Blut an die Türrahmen streichen, sondern wir wissen, Jesus ist das perfekte Opferlamm. Und er ist der stärkste Gott. He? Genau. Und mich erfüllt das extrem mit Dankbarkeit. Ich möchte hier lesen, was in 2. Mose 12, Vers 23 steht, weil eben kurz zusammengefasst, die Israeliten waren in Ägypten, sie hatten den Auftrag, ein Lamm zu schlachten, wie du das gesagt hast, Jani, und dann die Türpfosten mit dem Blut anzustreichen, weil Gott gesagt hat, in dieser Nacht gehe ich durch die Reihen und da, wo das Blut nicht an der Türe ist, da werde ich der Erstgeborene aller Ägypter oder all diesen Menschen einfach töten, die das Blut nicht an der Türe haben. Und es war wieder, Gott sagt, hey, bereitet euch vor, ich gebe euch den Schutz, aber wenn ihr den Schutz nicht nehmt, dann werden eure erstgeborenen Kinder getötet werden. Und was mich so beeindruckt hat, war ich jetzt schon am Lesen? Nein. Okay, also hier steht, wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird der Herr an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in ihre Häuser einzudringen und euch zu töten. Und für mich zeigt das einfach etwas von diesem Schutz, von dem wir jetzt eben gerade gesprochen haben. Also Gott ist der uns schützen möchte. Und ich habe früher immer gedacht, ja, das ist logisch, dass der Engel, der Todesengel bei den Israeliten nicht war, weil er wusste ja, in welchem Haus Israeliten wohnen und er wusste, in welchem Haus Ägypter wohnen. Aber ich habe ein neues Verständnis bekommen, was große Dankbarkeit bei mir ausgelöst hat, dass der Engel nicht dort war, weil sie Israeliten waren, sondern weil er gesehen hat, hier war der Tod schon. Hier ist schon jemand gestorben und wie du gesagt hast, für uns ist Jesus am Kreuz gestorben und das zeigt mir einfach nochmal die Größe von diesem Werk, was Jesus an Ostern getan hat und lass uns doch gerade einfach dafür Jesus Danke sagen, dass er sein Blut vergossen hat und vielleicht ist das neu für dich, wo du jetzt zuhörst oder zuschaust. Du kannst dich einfach anklinken, du kannst dich anrühren lassen von diesen Gedanken, wo du spürst im Herzen, irgendetwas wird da warm, wenn du das hörst. Und Jesus, wir sind ja auch kurz vor Ostern. Dieses Ereignis, wo wir feiern oder feierlich daran denken, dass du dein Blut vergossen hast für uns. Und ich stelle mir jetzt einfach gerade vor, wie dein Blut an meiner Herzenstüre einfach angestrichen wird. Und ich lasse das zu und ich will das. Ich will unter deinem Schutz wohnen. Und es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich diesen Schutz von dir habe, dass ich diese Zugehörigkeit zu dir habe und dass ich auch diese Versorgung zu dir habe, was ja ein Türschwellenbund beinhaltete damals. Und ich danke dir, dass ich zur Familie Gottes gehören darf. Und wenn du jetzt zuschaust, du kannst das zu deinem persönlichen Gebet machen. Du kannst sagen, ja, ich will zu deiner Familie gehören, Jesus. Ich will unter deinem Schutz leben und ich will deine Versorgung. Amen. Amen. Es berührt mich dieser Gedanke, dass wahrscheinlich sogar Ägypter hätten Unterschlupf finden können bei den Israeliten, wo das Blut am Türrahmen war. Und es stell dir mal das vor. Ja. Es heißt ja auch, dass viele Ägypter ihnen mit nachgefolgt sind, also in die Wüste, aus der Sklaverei. Aber jetzt, Jani, da ist klar, du musstest durch die Türe, wo das Blut war. Dort hast du Schutz gefunden. Wie können wir das jetzt ganz praktisch, wenn du vielleicht jetzt schaust, du zu Hause und du merkst, bei Gott finde ich Schutz, aber wo ist jetzt diese Türe? Wo ist jetzt diese Türe? Ja. Also wie gehen wir durch diese Türe? Ja. Also das finde ich ja, die einfache Message von Jesus, der sagt, ich bin die Tür und nur durch mich kommst du zu Gott. Nur, wir haben es, glaube ich, raufgeschrieben,
muss das schnell nochmal öffnen. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen oder wird saftige grüne Weiden finden. Und dann noch der Unterschied zwischen dem, was du auch oft erlebst. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben und diesem Überfluss. Und ich finde es einfach so genial, dürfen wir dieses Geschenk annehmen. Eben, ich muss jetzt nicht eine neue Religion annehmen oder, das war ja auch wahrscheinlich ziemlich kompliziert mit diesen ganzen Opfern, die du bringen musst, sondern ich darf auch wissen, Jesus hat das schon gemacht und ich darf auch das Geschenk annehmen von Jesus und glauben. Wir sagen ja, das ist Glaube. Du darfst im Glauben das Geschenk von der Gnade annehmen und sagst, ja, ich will das, ich brauche das. Im Bild gesprochen, ich will durch diese Tür und ich will beim Vater sein und ich brauche auch dieses Leben im Überfluss. Und einfach dieses Geschenk annehmen. Manchmal ist es fast zu einfach, denkst du ja, ich muss nur sagen, ja, ich will das und dann, ja, genau. Ich finde es so beeindruckend, dass Gott einfach ein Bild nimmt aus dem alten Ägypten, das sie kannten mit diesem Türschwellenbund, das war offensichtlich bekannt dort, nimmt das, sagt, macht das Gleiche, aber ich bin jetzt euer Schutz und ich bin der Gott. Und dann kommt Jesus und greift das Bild nochmal auf und sagt, ich bin die Tür. Also es geht da wieder um die Tür. Und er nimmt nichts Neues, sondern er sagt einfach, es gibt so eine Ruhe und es gibt so eine Ordnung hinein, nicht 1000 Bilder und mal so, wie wir das vielleicht machen würden. Es gibt so für mich so eine Ruhe und eine Konstanz hinein, eine Sicherheit auch, genau dieser Schutz und diese Geborgenheit. Ja, und ich glaube, vielleicht bist du zu Hause am Zuschauen und du hast Schutz gesucht bei mega vielen Orten. Vielleicht kennst du auch Leute in deinem Umfeld, bei verschiedenen, bei esoterischen Praktiken, bei anderen. Vielleicht ist Schutz für dich die Finanzen, vielleicht ist es ganz andere Bereiche in unserer westlichen Welt. Aber ich möchte eine Möglichkeit geben, wo du vielleicht heute noch mal sagst, ich möchte durch die Türe Jesus. Dort finde ich den richtigen Schutz. Ich möchte zu ihm gehören. Und ich möchte einfach beten. Du kannst an deinem Ort mitbeten. Vielleicht möchtest du für jemanden beten, dass er oder diese Person diese Tür entdecken kann, weil die Türe für Jesus, die ist offen. Er steht da, hey, er wird öffnen. Wenn wir klopfen und sagen, ich komme rein, wir können durch diese Türe rein. Die ist offen, wir müssen nicht mehr das Opfer machen. Dort ist der Unterschied. Er hat das Opfer gegeben, er war das letzte Opfer. Die Frage ist, wollen wir rein? Lass uns einfach beten jetzt genau dafür das. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du bist die Türe fürs Leben im Überfluss. Überall suchen wir nach Leben im Überfluss. Überall suchen wir nach Schutz. Aber bei dir finden wir Schutz. Bei dir finden wir echtes Leben. Und heute sagen wir, ja, wir glauben das. Und wir möchten ganz frischer durchgehen und sagen, danke, hast du alles Opfer schon gegeben. Hast du für alle Schuld schon bezahlt. Damit wir in Sicherheit bei Gott sein können. In dieser Partnerschaft mit Gott, Zugehörigkeit mit Gott. Und heute entscheide ich mich ganz frisch oder vielleicht zum ersten Mal durch die Türe zu gehen. Ich möchte bei dir Schutz finden und ich möchte zu dir gehören. Amen. Ja, und gerade auch da möchte ich dir Danke sagen für deine Treue, Jesus, weil es ist eigentlich das, was genau durch dieses Bild von der Türe zum Ausdruck kommt. Du hast es vor 4000 oder wie viele Jahren in Ägypten hast du das Bild gebraucht und das zählt immer noch. Nach 2000 Jahren hast du es vervollständigt, Jesus, und es zählt auch heute noch. Du bist heute noch die Tür. Du bist heute noch der Durchgang zum ewigen Leben, zum Schutz, zur Versorgung und zur Zugehörigkeit zu dir. Du hast dich nicht geändert. Du bist dir selber treu geblieben über all die vielen Jahre. Und dafür möchte ich dir so von Herzen Danke sagen, Jesus, himmlischer Vater, Heiliger Geist. Vielleicht schreib in den Chat hinein, wenn du jetzt da bist und du merkst, du betest für jemand, eine Person, die gerade einfach Jesus kennenlernen darf.
dann schreib die Person nicht den vollen Namen, kannst einfach, oder kannst auch die Kürzel, whatever, aber schreib etwas in den Chat an. Ich bete, dass diese Person die Türe von Jesus erleben kann und finden kann. Schreib sie kurz rein. Machen wir so einen, ihr könnt vielleicht einfach kurz da durchbeten. Jani, schau mal, was da kommt. Wir kommen rein. Weißt du, bevor wir das, genau, jetzt kommt er langsam. Jetzt kommen da. Also komm Jani, fang einfach kurz beten für die Namen. Ja, danke, dass wir einfach Menschen auch segnen dürfen und dich bitten dürfen, dass du sie an dein Herz ziehst und dass du sie nach Hause liebst, in dein Haus. Und wir beten für den Dylan und für die Gudrun und die Tina und die Leonie, den Uwe und den Hardy und den Martin. Danke, dass du diese Menschen liebst und du hast sie geliebt, bevor sie überhaupt sich entschieden haben, sich interessiert haben. Du siehst auch diese Namen, diese Leute, die dich ablehnen, die sagen, nee, das will ich nicht. Vielleicht die Ulrike, vielleicht der Andreas, vielleicht die Colleen. Und danke, dass deine Liebe auch gerade für sie gilt. Dass du sie liebst, egal wie sie sich entschieden haben. Dass du gesagt hast, ich bin gestorben für euch. Und das gilt auch für den Martin und für die Jasmin und Olivia. Danke, dürfen wir diese Person einfach segnen. Und unser Wunsch ist, dass sie dich erleben dürfen als den wahren Gott, dass sie auch ihre Herzen öffnen können und durch diese Tür Jesus Christus gehen dürfen. Und wir bitten dich auch für all die Menschen, die jetzt mit Namen nicht aufgeschrieben sind, aber die einfach an einem anderen Ort suchen. Und ich danke dir, dass du sagst, sucht und ihr werdet mich finden. Und ich danke dir, dass wir das einfach aussprechen dürfen für all die Menschen, die auf der Suche sind, dass sie dich finden werden. Du lässt dich finden und du bist auffindbar. Amen. Amen. Hey, die Namen, die kommen rein, mega stark, hey, mega stark. Wir wollen jetzt wie einen Schritt weitergehen. Es ist ja die Entscheidung da, in diesem Bund, diesen Schutz von Gott zu treten. Und dann geht es ja darum, immer wieder zu sagen, ich möchte zu ihm gehören. Und dazu haben wir jetzt kurz einen Clip von der Ausschnitt von der Predigt von Michi. Wenn du mal unterwegs bist mit Gott, dann gibt es eigentlich 1000 Schritte oder noch mehr in deinem Leben, die dich entweder näher zu Gott führen oder die dich weiter weg von Gott bringen. Die Frage ist, bist du treu, so wie Gott auch treu ist? Das ist der Titel dieser Message. Erlebe die Macht der Treue in deinem Leben, auch in der Treue zu Gott, indem du immer wieder entscheidest. Ja, genau, diese 1000 Schritte, wir können uns immer wieder entscheiden für diesen Bund mit Gott oder gegen davon weglaufen von diesem Schutz, weglaufen von dieser Türe oder immer sagen, ja, ich gehöre dazu. Und ich liebe, dass Gott uns hat ja verschiedene Rituale gegeben, wo wir einfach uns immer wieder vor Augen malen können, für was wir uns entschieden haben. Eines dieser Rituale ist ja eigentlich die Taufe, eines der bekanntesten. Aber Jani, gibt es da noch mehr, was wir tun können, um einfach uns immer wieder vor Augen zu setzen, unter welchem Schutz wir stehen? Zum Beispiel Abendmahl. Wir haben gestern das Small Group Abendmahl gefeiert zusammen. Und ich finde es auch immer wieder, das ist ja auch so ein Zeichen für das, was sie jetzt gemacht hat. Und ich finde es auch immer wieder schön, das nicht nur in der Kirche zu machen, sondern bewusst auch, eben jetzt gestern waren wir zu dritt und haben Abendmahl gefeiert und konnten uns richtig Zeit nehmen, Abendmahl zu feiern. Da haben wir, glaube ich, auch einen Bibelvers. Gell? Ja, da steht in Matthäus 26, Vers 26 bis 28. Und das ist das Abendmahl kommt ja von daher, wo Jesus das letzte Essen, bevor er gekreuzigt wurde, mit seinen Jüngern eingenommen hat. Und sie waren offensichtlich gewohnt, Brot zu essen und Wein zu essen. Und da heißt es, nehmt und esst. Und diesmal gibt er dem Ganzen eine Bedeutung und sagt, das ist mein Leib. Anschließend nahm er den Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und er sagt eigentlich damit schon an, hey, das ist wieder Blut, also das soll in Zukunft auch
ein Symbol sein oder ein Erinnerungsakt für das, was ich am Kreuz gemacht habe, eben das Blut vergossen. Und wenn du das nächste Mal Abendmahl nimmst, kannst du dir vielleicht vor Augen führen, das ist wie das Blut an den Türpfosten, das die Ägypter gemacht haben, um diesen Schutzgott anzurufen, das Gott selber aufgegriffen hat und den Israeliten gegeben hat als effektiven Schutz vor dem Tod, und dass Jesus wieder aufgegriffen hat und gesagt hat, ich bin die Erfüllung von diesem Bild. Und wenn ihr jetzt in Zukunft Brot esst und Wein trinkt, dann könnt ihr das tun, wieder zur Erinnerung, dass ihr unter diesem Schutz steht. Das ist so stark. Ich fand, gestern haben wir 1. Korinther 11, steht ja auch das Abendmahl. Und da steht auch, jedes Mal, wenn wir das machen, sollen wir uns daran erinnern, dass Jesus gestorben ist und auferstanden. Und wir haben gemerkt, ja, manchmal macht man es so als Tradition. Eben, und wir gemerkt, wir nehmen uns wirklich mal Zeit und haben es überlegt und haben es auch überlegt, wie muss es für Jesus gewesen sein, zu sterben, und haben uns da mal versucht, da reinzufühlen. Und das macht einen ganz anderen Unterschied, wenn ich mich da eben so, eine Tradition kann ja einfach Tradition sein oder ich kann es wirklich lebendig werden lassen. Und es war gestern für uns ein mega cooles Erlebnis, so mal Abendmahl eine halbe Stunde zu feiern und das wirklich nochmal uns bewusst oder mir bewusst zu werden, was hat das für jetzt bedeutend, dieses Opfer. Ich glaube, das ist die Herausforderung von der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht bist du zu Hause auch und du bist mit sehr viel Tradition aufgewachsen. Tradition ist ja nicht schlecht, solange es gefüllt ist mit Überzeugung und Glauben. Ja. Und es gibt, vielleicht bist du überhaupt nicht mit Tradition aufgewachsen und dir hilft das wieder. Also du aus dieser Überzeugung gehst du wieder rein in die Tradition. Oder vielleicht, oder? Für mich, das hat mir so geholfen. Es gibt Leute, die haben eine Überzeugung, plötzlich merken, oh, diese Traditionen helfen mir, meine Überzeugungen zu erinnern. Und es gibt Leute, die haben mega viel Tradition und die müssen sich wieder sagen, was ist die Überzeugung dahinter? Ja. Oder es braucht wie beides. Also nimm das als Anlass. Sagen, ich gebe dem Abendmahl wieder mega Bedeutung. Es verliert nie an Bedeutung, das Abendmahl. Nie. Nur wir können sie vergessen, oder? Ja, und Machst du das regelmäßig? Ja, ich mache es regelmäßig, aber nicht in einer Regelmäßigkeit. Okay, ja. Also ich mache es nicht jeden Tag, sondern einfach auch, wenn ich das Bedürfnis habe. Und gerade auch durch diese Message jetzt vom Sonntag habe ich nochmal ein neues Bild so vor Augen oder vielleicht auch aktuell vor Augen mit dieser Türe und dem Pfosten. Deswegen, also schau dir die Message unbedingt an, weil mir jetzt zum Beispiel helfen solche Bilder. Und immer dann, wenn ich Schutz möchte, kann ich jetzt einfach mir einen Schluck Wein einschenken und ein Stück Brot nehmen oder ich habe auch gehört, Irena macht das mit Sirup. Einfach die Farbe muss bei ihr rot sein oder ich habe jetzt gedacht, was wäre, wenn wir das spontan machen würden. Du hättest jetzt noch eine Banane da, du vielleicht noch einen Schluck Wasser. Also im besten Fall ist es halt einfach etwas Flüssiges und etwas Festes, aber mir hilft das dann, das Bild nochmal vor Augen zu malen mit dieser Türe und diesem Türrahmen und das Blut, das da dran ist. Wenn ich das Abendmahl nehmen würde, würde ich nochmal bewusst sagen, okay, ich gehe da rein in deinen Schutz, Gott, und das können wir jetzt vielleicht gerade miteinander machen. Wir haben jetzt kein Abendmahl hier, aber wir erinnern uns daran, Jesus, in dieser Gemeinschaft mit all den Leuten, die jetzt zuschauen. Wir erinnern uns daran, dass du das Brot genommen hast und gesagt hast, das ist mein Leib, der ist hingegeben für euch zur Vergebung der Sünden. Und wir nehmen das Blut, also respektiv die Flüssigkeit, den Wein und erinnern uns daran, dass wir unter deinem Schutz leben, dass an meiner Herzenstüre dieses Blut angestrichen ist und ich die Vergebung meiner Sünden von dir, Jesus, in Anspruch genommen habe. Und dass mein Hab und Gut, dass alles, was ich habe, unter deinem Schutz ist. Und vielleicht kannst du jetzt einfach reinschreiben, auch in den Chat, was du gerne unter diesem Schutz von Gott haben möchtest. Wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen und schreib uns doch, was du unter diesem Schutz von Gott, unter dieser Versorgung von Gott und auch unter dieser Gemeinschaft mit Gott haben möchtest. Und dann können wir auch dafür noch ganz konkret beten.
glaube, darum ist das Bild für das Haus gefällt mir noch. Schreibt das jetzt rein, unbedingt diese Dinge. Wir werden da gerade beten. Den Gedanken, dass, so, dass das Haus ist eben mehr als nur mein Leben, sondern alles, was ich bin. Und wenn wir taufen, sagen wir, ich gebe mein Leben hin, ich gebe alles, was ich habe. Das ist nicht nur einfach mein Sonntag. Das sind meine Familie, mein Hab und Gut, meine Finanzen, meine Pläne. Das gebe ich Gott hin. Gehören ihm. Bund mit ihm. Das Hab und Gut, das war das ganze Haus, war das Hab und Gut. Ja. Das ist das ganze Haus. Also darum schreibt das ein. Und Joni, nimm uns doch vielleicht ein Gebet rein, auch wie wir das ganz bewusst vielleicht machst. Zeige, wie du das zu Hause machst mit deiner Familie. Eben diese Dinge, was wir unter Gottes Schutz stellen möchten. Also währenddem ihr das schreibt, möchten wir für das beten. Und zu Hause bete das mit, weil entscheidend ist ja nicht nur einfach, dass wir beten, sondern was dein Herzensgebet damit verbunden ist. Ja. Ja, danke, dass ich dir einfach meine Nächsten bringen darf. Meine Kinder, meine Frau, die möchte ich ganz bewusst unter deinen Schutz stellen. Ich möchte ganz besonders meinen Sohn segnen, der gerade eine Lehrstelle anschaut, dass du seinen Weg führst. Dass er spürt und weiß, wo geht es in der Berufswahl durch. Ich segne unser Haus, unsere Wohnung, dass Menschen, die ein- und ausgehen, einfach von deinem Geist berührt werden. Ich segne unsere Finanzen. Ich stelle dir einfach auch einmal mehr meine Finanzen zur Verfügung. Das, was ich habe. Danke, dass du der Versorger bist. Und ich sage dir, ich habe alles, was ich habe ich von dir und ich möchte es dir zur Verfügung stellen. Und ich danke dir so fest, einfach so reich beschenkt zu sein. Auch meine Beziehung stelle ich unter deinen Schutz. Meine Freunde und auch die Leute, die mich nicht so gern haben. Danke, dass du uns gesetzt hast, um ein Segen zu sein. Ich möchte einfach Segen sein und einfach Segen aussprechen, auch gerade für diese Nachbarn, mit denen ich schwierig habe. Danke, dass du sie segnest. Amen. Amen. Und wir haben heute Morgen mit Leuten aus der Ukraine gebetet, die jetzt hier sind, und da ging ein Anliegen ist auch Schutz für ihr Hab und Gut, das sie zurücklassen mussten. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass wir auch einfach das Hab und Gut von den Flüchtlingen und überhaupt ihr Leben unter deinen Schutz stellen dürfen. Die ganzen Flüchtlinge einfach dich daran erinnern, dass du ihr Vater bist und dass du sie geschaffen hast, und dich bitten, dass du sie versorgst, dass du sie schützt und dass du ihnen Zugehörigkeit in deiner Familie einfach nochmal so spürbar machst, jetzt wo sie auf der Flucht sind oder nicht in ihrem eigenen Land. Danke für all die Sachen, wo ihr da schreibt. Gott, wir stellen unsere Ehen unter deinen Schutz, die Kinder, das Haus, das ICF. Amen. Unsere Ängste, unsere Arbeit, Familie. Ja. Und auch Gesundheit. Es gab auch Leute, die haben uns in den Church-Chat Gebetsanliegen geschickt mit Bitte für Gesundheit. Und auch himmlischer Vater, wir beten auch für die Menschen, die jetzt in dem Moment krank sind und da einfach deine besondere Versorgung brauchen. Komm, Heiliger Geist, berühre du die Menschen und stärke du, was krank geworden ist. Mach du wieder gesund im Namen Jesus. Amen. Hey, wir haben noch 1-2 Minuten und ich möchte vielleicht noch mal einen Turn, eine Kurve ziehen. Ein Bund ist ja die Ehe. Ein Bund, den der Gott gesetzt hat, der auch ein Abbild ist vom Bund, der Ehe hat mit uns Menschen. Und das ist auch ein Ort, wo wir Schutz und Zugehörigkeit und Versorgung geben können, nicht nur einander, sondern unseren Kindern. Können wir vielleicht noch speziell beten für die Ehen?
Ich finde es auch spannend, dass ausgerechnet der jüdische Brauch, so hat es mich in der Message gesagt, die haben sich bei der Türschwelle haben sie die Ehe geschlossen, eben genau wegen dem Schutz und der Versorgung. Und das ist ein Aspekt, der geht heute sehr oft verloren. Also man heiratet ja aus Romantik im weißen Kleid und in der Kirche, weil es einfach dazugehört. Oder man heiratet vielleicht auch aus rechtlichen Gründen, weil man dann rechtlich abgedeckt ist. Andere heiraten genau deswegen nicht, sondern machen lieber einen Ehevertrag, weil da mehr rechtlich abgedeckt ist. Aber diesen Schutz von Gott und genau... wer will dafür beten? Das ist wirklich ein Anliegen. Der Schutz von Gott in unseren Ehen. Schreib den Namen, wenn du verheiratet bist. Schreib den Namen vielleicht von deinem Partner, Ehepartner rein. Und wenn du vielleicht nicht verheiratet bist aktuell, dann bete für andere Leute in deinem Umfeld. Jani, Ja, Ja. komm. es dauert noch einen Moment. Ja, das kommt dann immer noch. Ich möchte für Simons Ehemann beten und dass du die Simon und ihren Mann segnest, dass du Gesundheit bringst in das Haus und dass du Kraft schenkst. Ich segne euch mit Kraft in der Zeit von der Krankheit, dass ihr Kraft bekommt und dass die Frucht der Liebe größer wird. Der Heilige Geist will Liebe euch schenken. Und Geduld und Kraft und Durchhaltevermögen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das ausgießt nochmal neu in unsere Ehen. Einfach die Früchte vom Heiligen Geist, dass du präsent bist und dass du uns hilfst. Und ich segne auch deine Beziehung, wo ihr gerade Streit habt, wo es schwierig ist, dass ihr euch nochmal bewusst unter diesen Schutz stellen könnt. Und Gott steht zu euch, Gott ist für euch. Und ich möchte euch segnen mit Liebe und auch Besonnenheit, und zu wissen, wo es dran ist, mal zu schweigen. Danke, dass du, Heiliger Geist, einfach uns als Ehepaare segnest. Ja. Danke dir bist du die dritte Schnur in unserem Ehebund. Welche eine Schnur mit 3 Fäden, die kann nicht so schnell gebrochen werden, die hält. Ich danke dir, dass mit dir an unserer Seite du gibst uns Kraft. Und ich segne einfach jede Person, die jetzt gerade eingeschaltet ist, die in einer Ehe ist. Ja. Wir sehen all die Namen. Ich segne dich wirklich mit göttlicher Kraft, mit Fülle, wo du aus der Fülle geben kannst, auch wenn du nicht bekommst. Ja. Mit Geduld und mit Liebe und mit auch einem Herz der Treue. Auch mit ganz praktischen Ideen, wie du jetzt den Ehebund stärken kannst. Vater, gib uns praktische Ideen, gerade jetzt. Ja. Lustige, einfache, hilfreiche Ideen, wo wir Schritt machen können zu diesem Ehebund. Nicht einen Schritt weg, sondern zu diesem Ehebund. Vater, ich bete für unsere Häuser, dass sie ein Haus der Schutz sein darf, ein Haus der Versorgung sein darf, der Zugehörigkeit zu dir über Generationen. Ja. Unsere Kinder dürfen aufwachsen unter diesem Schutz. Ja. Dank ist deine Gnade auch da, wo wir versagt haben. Ja. Und ich bete jetzt einfach auch für Frische, wo Dinge kaputt gegangen sind. Mache Dinge neu im Namen Jesus. Und ich bete für all diejenigen, wo die Ehe gescheitert ist. Und ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du in deinem Wort gesagt hast, dass du selber der Ehemann bist oder die Ehefrau. Und dass du einfach diesen Mangel, der dadurch entstanden ist, in der Familie, aber auch im eigenen Herz, dass du den ausfüllst. Ich bitte für alle, die verwitwet sind. Ich bitte für alle, die geschieden sind. Ich bitte für alle, die Single sind, die noch nie einen Mann oder eine Frau gehabt haben, dass du jetzt in dem Moment einfach kommst und mit deinem Licht in ihre Herzen scheinst und ihnen zeigst, was es bedeutet, wenn du schreibst,
wenn der Prophet, ich glaube Jesaja oder Jeremia, geschrieben hat und das so gesehen hat in seiner Vision, dass du selbst diesen Teil ausfüllst. Und das ist nicht nur eine Vision, das ist praktisch erlebbar und darum bitte ich dich jetzt in dem Moment, dass all die Leute, die das betrifft, jetzt damit gesegnet sind, mit einem Erlebnis, wo sie spüren, ich bin nicht allein, ich habe diese Kraft noch stärker, als wenn ein Partner an meiner Seite wäre. Amen. Amen. Danke vielmals. Danke vielmals, Jani. Danke vielmals, Susanna. Danke vielmals dir, dass du heute dabei warst. Wenn du merkst, du hast Fragen, du möchtest mit jemandem beten, möchtest mehr Anschluss finden bei uns in der Kirche, geh unbedingt auf icf.ch/gebet für Gebetsanliegen oder icf.ch/connect, wenn wir dir eine Small Group, Microchurch, sonst Fragen beantworten können oder Dinge vermitteln können. Also unbedingt. Danke vielmals, sind wir zusammen. Danke vielmals für deine Teilnahme, weil das hat mega Kraft. Deine Gebete, das haben Kraft. Das lesen wir schon in der Bibel. Dann danke vielmals. Hey, wir sehen uns nächsten Sonntag live. Sind wir wieder von hier oder dann nächste Woche Dienstag, nächste Episode Talk and Pray. Bis bald. Tschüss.